Servus alle zusammen und bevor das Video startet, ein bisschen Werbung in eigener Sache und zwar tue ich jetzt regelmäßig streamen am Freitag, etwa auf die 7:30. Also sind damals dabei, 19:30 gestartet ein Stream, würde mich freuen auf twitch.tv/castle.ch und ja, viel Spaß bei dem Video, das jetzt folgt. Salut zusammen und herzlich willkommen zurück zu GTA 5 in der Ego-Perspektive. Wir sind hier gerade mit dem Franklin unterwegs und gehen jetzt zum Lester, beziehungsweise wir gehen an eine Telefonzelle wahrscheinlich wieder und starten dort die nächste Attentatmission mit dem Lester. Und das ist, glaube ich, auch meines Wissens die letzte, die wir mitmachen. Und dann haben wir alle erledigt und dann können wir dann noch später dann mit dem Michael zum Simeon gehen und dort dann weitermachen. Aber wir machen jetzt erstmal das hier beim Lester. Ich weiß gar nicht mal, es ist glaube ich die letzte, aber ich weiß nicht ganz, welche genau das ist, so muss ich sagen. Okay, you know Redwood cigarettes? Sure, the cigarette that built America. They've rigged a jury to throw a class action lawsuit that would cover the treatment costs of thousands of emphysema sufferers. There are 4 corrupt jurors on Redwood's books. I'll send you the details. Oh, and we only have a few hours to make them disappear. The court case is tomorrow morning. Is that all, dog? Shit, that's quite a favor. And that's quite a house you're living in. Get this done quickly, and I'll try to throw in a sweetener as well. Now, I'd advise picking up some long-range hardware to get this job done. You'll be helping a lot of people with this, Franklin, including anyone who might have a sizable investment in, say, Debonair cigarettes. So, also, das sind ja die 4 Geschworenen, die wir jetzt umnieten müssen. In dem Fall ist es doch die Mission, die ich gerade im Kopf hatte. Die ist zwar nicht so gross, aber von der Zeit her ist es eben relativ knapp, habe ich gemeint. Aber letztes Mal im letzten Let's Play, wo ich noch in der Third Person gespielt habe, dort ist es glaube ich relativ knapp gewesen, wobei dort habe ich einen nicht gesehen. Aber das wird jetzt eigentlich weniger das Problem sein. Da müssen wir ja zweimal hier am Beach unten sein, also einer ist noch einer von einer Yacht snipern und nachher noch einer von einem Hochhausgebäude und einer ist noch auf einem Dörf oben dann. Ich weiss das noch alles gerade auswendig. So, der hier, weg mit dir. So, Richtung Norden. Yacht vor der Küste bei Pacific Bulls. Oder Bluffs wahrscheinlich, nicht Bulls. Ja, manchmal mein Englisch ist very gut. So, wir fetzen jetzt alles hier durch, schnell. Weil dann kann ich da einfach nochmals geradeaus fahren und muss nicht noch durch die Hauptstadt durchfahren. In der Ego-Perspektive dort fahren ist manchmal so komisch. Vor allem wenn es so dunkel ist und mit dem Licht. Oh mein Gott, was ich alles gerade umgeräumt habe. Einfach Strasslaternen und irgendwie 2 Mülltonnen gefühlt. Ist einfach nicht so geil zum Fahren mit dem Licht und so. Es ist so dunkel dort vorne. Gut, ich habe aber auch wieder bei mir hinter das Fenster offen, beziehungsweise scheint ein bisschen das Licht rein und dann reflektiert es auch ein bisschen auf dem Fernseher. Das macht jetzt die ganze Sache auch nicht besser. Ich glaube, es dort hinten ist es, oder? LOL, what? What? Ernsthaft? What the fuck? Gut, ich habe nicht geschaut, wie viel Leben das ich vorher noch hatte. Wahrscheinlich habe ich nicht mehr so viel Leben gehabt beim ersten Crash. Aber scheiße, ist das schnell gegangen jetzt. So, also, probieren wir es nochmal. Am besten fahren wir jetzt nicht dort durch, sondern wir fahren dort auf dem Veloweg. Oder einfach am Strand entlang. Weil dann ist die Chance kleiner, dass irgendwie auf die Schnauze fliegen gerade. Oh! So, gut. Also wir fahren jetzt einfach hier entlang. Wow, da kommen wir gleich auch so fest entgegen. Sind ja zwar nicht so wahnsinnig schnell, aber es geht schon. Jetzt habe ich gar nicht geschaut, wie viel Zeit das ich noch vorher hatte. Ob man Zeit verliert, wenn man muss, Mission neu starten muss. Nein, tut der Sprung gerade noch mit. Kein Monsterstand, hätte ich jetzt gedacht zuerst, aber einfach nicht. Also, wir sind zu langsam gewesen, um den auszulösen, das kann auch sein. So, jetzt, ich weiss ja, dass es das Segelschiff dort ist, also die Yacht
heisst es ja da, aber für mich ist es mehr ein Segelschiff irgendwie. Also eine Yacht ist für mich grösser. Aber das sind halt Ansprüche. Es nimmt mich wunder, ob ich ihn auch von daher weg snipern. Weil, sollte ja rein theoretisch auch gehen. Und vor allem bin ich da näher. So. Oh, scheiße, das scheiß Boot. Scheiße. Gut, wenn er dort steht, treffe ich noch besser, ist auch gut. Also ich hätte das Gefühl, er kann mit seinem scheiß Segelboot flüchten, oder was? Also aber so schnell wäre, das Ding ist so langsam. Oh shit, ui. Der Trevor jetzt wieder auf die Fresse gefallen. Also, wir gehen jetzt zu dem Hochhaus, das ist so einer, der Fenster putzen. Und dann nachher muss ich, ja gut, ich habe ein bisschen MP-Munition, das sollte eigentlich gehen, dass wir können den anderen dann auf dem Dörf wegballern. Wir haben noch 6 Minuten Zeit, das sollte eigentlich gehen, das sollte eigentlich lange. Der Dörf, den wir hier haben, ist aber leider nicht aufgetuned, darum ist er auch nicht so wahnsinnig schnell. Das sollte ich vielleicht mal machen, die Fahrzeuge von den Hauptcharakter, dass wir die vielleicht mal ein bisschen tunen, dass sie mal auch ein bisschen schneller sind. Oh, Jesus! Ich habe gedacht, das lenkt noch und plötzlich war es doch ein bisschen näher als erwartet. Hallo! Ich habe eingelenkt zum Umfahren und ich habe noch sogar den Dings aktiviert, seine Spezialfähigkeit, er hat einfach nicht umgezogen. Ich glaube, es ist einfach in der Ego-Perspektive ist alles ein bisschen verbuggt manchmal, also habe ich so das Gefühl, aber ich weiß es nicht. Oh, der Dörf ist so langsam, Mann. So, ich sollte das Radio ausmachen, weil da läuft glaube ich wieder schöne Copyright-Musik. Sonst wird wieder mein Video gespielt, wenn ich das Intro rein tue. Wo ist er da? Ah, dort. Scheiße. So. Da sehen wir den First Shot, wo er am Verschillen will, ist auch schlimm. Das Todesheim wieder am Durchgehen. Also jetzt fahren wir hier in die Vinewood Hills rauf. Und da ist eben einer auf einem Moped oben. Und da nehmen wir, ja, wir nehmen einfach Tempo. Ich muss es so versuchen. Ich weiß auch nicht, wie gut das geht mit der Ego-Perspektive schiessen auf einem Dörf. Auf einem Auto haben wir ja schon mal die Erfahrung gemacht, ist es nicht so einfach. Oder auf einem Auto von einem Auto, so muss ich sagen. Weil dort, wo wir den Jimmy müssen retten von dieser hohen Yacht runter. Alter, fahr mal, das ist ein bisschen schnell, du scheiß Dörf. Geh mal gut sein da. Eben, wir müssen den Jimmy retten dort. Ist ja relativ tricky gewesen. Gut, dort ist da noch der Franklin nebendran gestanden und dort haben wir auch nicht den Franklin treffen. Da haben wir jetzt eigentlich das Problem nicht, aber ich glaube, es ist gleich nicht so einfach. Wenn jetzt geht das, was ich gemeint habe. Jetzt lenkt er viel agiler rein. Das war aber vorher nicht gewesen, bei den Dings. Weil, jetzt machen wir eben ein bisschen Trick 77, wir die Fähigkeit aktivieren, dass das Game langsamer wird. Und dann können wir aber auch besser ballern. Und dann können wir den schnell von seinem Buddy, ich glaube so einer Fahrt, oder Double T, ich weiß es gar nicht. Und den schnell wegfetzen. So. Voilà. Okay, that ought to do it. Ah, jetzt ist er gestorben. Okay. So. Können wir Lester anrufen, hä? Hey, L, it's done, homie. All of it. Very good. I'll be in touch. Gut. Dann haben wir die Mission bestanden, wahrscheinlich einfach nur Silber geholt. Ja, weil wir weil wir gestorben sind, beziehungsweise wegen einem scheiß Unfall. Aber wir haben die Mission geschafft und ja, da haben wir geschafft speichern. Ah, es gibt nochmal eine Mission vom Lester. Okay, komm, dann machen wir die auch noch geschafft, weil wir sind jetzt gerade 10 Minuten. Und dann... nicht umkehren! Gut. Dann machen wir doch das noch schnell. Ich gehe jetzt aber noch schnell den Dörf auf... Oh mein Gott. Ich habe eine Fähigkeit aktiviert, das ist gegangen. Du hast ja gescheit den Dörf tunen beim LS Custom.
dass wir ein bisschen mehr Leistung haben. Ich glaube, mittlerweile sollten wir den TÜV voll auftunen. Und sonst, wenn wir auch nur ein bisschen Tuning drin haben, ist auch schon gut. Aber dann wird das dann von die letzte Attentat-Mission sein. Hoppala, so. Also würde man sagen, wir fahren jetzt kurz zum Custom. Port uns gerade führen, beziehungsweise wir machen einfach einen Cut rein. Dann tun wir gerade den TÜV auftunen und dann nachher den nächsten Cut zum Lester hindern. So, wir sind hier. Wir sind hier beim Custom. Der ist sich voll weggeschletzt. Ey. Und dann müssen wir den schnell kurz auftunen da, dass wir ein bisschen schneller sind. Wobei ich bin eigentlich nie so Fan von dem TÜV, den der Franklin hat. Den finde ich gar nicht geil. Oh, wie günstig das Tuning ist, ey. Das wäre ein Drama, wenn das in GTA Online auch so wäre. Ja, Auspuff spielt nicht so eine Rolle. Rahmen. Das spielt auch nicht so eine Rolle. Wir machen zwar so. Benzintank. Dann lassen wir den Original, der sieht eigentlich nicht mehr so schlecht aus. Lackierung, Satteltaschen, die möchte ich weg haben. So sieht er viel besser aus. Getriebe, Turbo, Reifen. Dann tun wir einfach Reifenverbesserung, Schusssichere. Und dann lenkt das schon. Also wir haben eigentlich einen voll auftunen. Ich glaube, das Motor ist weggegangen. Jetzt haben wir gar nicht geachtet. Ist auch egal. Wir haben mal ein bisschen Tuning gemacht. Es ist ein bisschen schneller. Vor allem sieht es nicht mehr so scheiße aus mit diesen Kacktaschen auf der Seite. Ever heard of Jackson Skinner? He's head of product development at Facade. Man, we must read different magazines. And the bastard made a fortune selling customer data to the highest bidder from Moscow to Tehran. He's handing it to the cyber terrorists on a fucking silver platter. Okay, dog, chill. Shit, chill. I got you, man. What's the play? I'm reliably informed that he has a weakness for working girls. There's a regular he likes to pick up in La Puerta. You stake her out, and she should lead you to Skinner. I'll send you the location. Meanwhile, maybe I'll take another look at the fruit share price. All right, homie. I'll be in touch. So. Ah, ist auch nicht das. Hä? Okay, ich komm mittlerweile gar nicht mehr raus. Ich weiß gar nicht, einfach haben wir noch ein paar Attentat-Missionen vor uns. Ich habe gemeint, wir haben schon alle gemacht. Aber dann habe ich das wahrscheinlich mal verwechselt wieder mit den Dings. Mit dem Chaos-Mod, den ich noch an meinem Stream spiele. Weil dort haben wir die Attentat-Missionen eigentlich so weit alle gemacht. Aber da sind wir dementsprechend gar noch nicht so weit. He? Das wird wahrscheinlich jetzt etwa die dritte Attentat oder vierte Attentat sein. Ich weiß gar nicht, wie viel das gesamthaft gibt. Damn, that must be my girl. Oh, ein bisschen zurück. Was ist da hinten? Ein Baum. Okay. Gut, aber da wo wir stehen, können wir glaube ich schon warten. Jetzt müssen wir einfach schon kurz warten, bis der Typ kommt, den wir verfolgen müssen oder den wir dann ausschalten müssen. Ja, da kommt er schon. Ich mache es mal so, ich probiere es mal. Scheiße. Verdammt. Müll! Oder bis es Auto fährt. Scheiße, ich habe gemerkt, ich kann ihn vielleicht wegsnipen, aber ich habe vergessen, dass ich kein Aim habe. Oh Mann. Okay, wir probieren es anders. Fahrt er durch? Da links, hä? Oh, habe ich ihn getroffen? Ah, shit, Alter, das ist so krüppelig zum Fahren. Jetzt habe ich einen Hit gemacht, glaube ich. Lass mal nachher. Oh, jetzt. Was für ein Headshot. Wir gehen mal gerade hier runter und schauen mal, ob wir da unten gerade einen Heli schnappen und wegfliegen. Das sieht schlecht aus, aber da steht ein Bungee. Und der ist in der Regel wesentlich schneller.
Und da sind wir auch sogar noch verdeckt. Also heisst, sie erkennen uns gerade nicht in dem Fahrzeug, weil sie ein anderes Fahrzeug verdächtigen. Und das ist auch gut. So, hängen die Cops ab, das machen wir nicht so schnell da. Gut, da ist eigentlich die Mission trotz am Anfang der kleinen Fehler noch gut durchgegangen. Scheiße! Ah! Scheiß Post. Die Briefe werden heute nicht versendet. Huch! Nein! Oh mein Gott! Ah gut, okay, Mission ist mir gerade verloren zum Glück. Hey man, I wiped that software for you. Ah, excellent news. I'll speak to you soon. Gut, dann haben wir die Mission bestanden und wir haben Silber geholt. Sauber davon gekommen, keine Ahnung was das wieder gewesen wäre. Und ja, dann würde ich mal sagen, wäre es das gewesen mit dieser Folge von GTA 5 für die Ego-Perspektive. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich immer über eine Bewertung freuen, sowie auch über ein Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und wenn ihr das Video teilen. Und sonst sehen wir uns dann einfach immer in einem anderen Teil wieder. Bis dahin sagen wir, macht's gut, schönes Tag noch und ciao!